Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Taktik Fox. Leute, diesmal zum Spiel bei Eintracht Frankfurt. Ich hoffe, ihr habt alle die Niederlage in der Champions League verdaut und ja, bin sehr gespannt auf die Reaktion für das Spiel in Frankfurt. Ich gucke mal, dass ich jetzt eine Aufstellung zusammenbekomme und dann sage ich euch mal einen Tipp. Und ja, bin sehr auf eure Tipps gespannt. Bevor wir das Ganze tun, natürlich wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da auf diesem Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und ihr unterstützt damit einfach das, was ich hier tue. Ne? Vielen lieben Dank dafür. Und von daher gehen wir mal rein in den Bums. Ja? Also, ich mache erst die Aufstellung, dann sage ich ein bisschen was. Okay. Neuer sollte klar sein, trotz seines Stellungsfehlers. Ist natürlich viel weiter, wie ein Ulle ist. Ein bisschen schade, dass Neuer das halt wieder so abgewälzt hat mit, ja, ist halt unsere Spielweise, bla bla bla. Ist völlig fein, dass es unsere Spielweise ist, aber wenn Upa da in diesem Zweikampf ist mit dem Stürmer, da muss ein Neuer nicht da irgendwie halbgar rumstehen. Ja, oder noch am besten noch mit in den Zweikampf gehen, wie es letztes Mal war. Also da hat er sich einfach ein bisschen zurück zu orientieren und gut ist. Wenn da kein Abwehrspieler ist, ist das völlig fein, dann hat er da zu stehen, dann hat er da hinzupreschen, aber das war jetzt 2-3 Mal nicht der Fall und dann ist das einfach eine Fehlentscheidung vom Torwart und das muss man dann auch nicht abtun mit, das ist halt unsere Spielweise. Aber gut, trotzdem ist Neuer unsere Nummer 1, weil alle anderen nicht wirklich Spielpraxis haben und ja. Kannst natürlich auch Manuel Neuer jetzt nicht rausnehmen, dann würde der Baum brennen. Also. Gut, als nächstes haben wir natürlich Harry Kane. Ja, ich verstehe den einen oder anderen, der sagt, ja, jetzt waren 2 Top-Spiele, da war er ein bisschen blass. Ja, fairerweise muss man sagen, dass er es da einfach nicht leicht hat. Ja. Das muss man mal ganz klar so sagen. Auch gegen Frankfurt wird es wahrscheinlich so sein. Nichtsdestotrotz, Harry Kane, von seiner Spielweise her ist es für mich, ja, also ich denke, wir brauchen nicht über Harry Kane diskutieren, Alter. Wir können über viele andere Spieler diskutieren, mit Sicherheit nicht über Harry Kane, meiner Meinung nach. Man könnte natürlich jetzt überlegen, wie geil wäre es denn mal, wenn Harry Kane mit einer zweiten Spitze da spielen würde. Das wäre schon geil, oder? Wäre auch in meinen Augen das langfristige Ziel. Dafür würde ich hinten auf eine Dreierkette stellen. Können wir aktuell nicht spielen lassen, weil Ito und Stunny nicht da sind. Aber ansonsten würde ich schon fühlen, wenn ein Tell mal neben Harry Kane spielt. Erstmal, weil er eine Menge auch von Harry lernen kann. Und ja, ein Harry Kane dann auch ein bisschen mehr noch drumherum spielen kann. Was er eh schon macht, dann ist aber oft die Strafraumbesetzung nicht so gegeben und da wäre ein zweiter Stürmer mit Mathys Tel, denke ich, eine feine Sache. Ja. Klar könnte man jetzt sagen, wir machen eine Viererkette, stellen einen zentralen Mittelfeldspieler dahin, anstatt 2 und vorne dafür eine Doppelspitze. Ja, mit Sicherheit eine Option. Ob das gegen Frankfurt eine Option ist, ohne dass man eingespielt ist, wahrscheinlich eher nicht. Von daher bleiben wir natürlich erstmal beim Altbewährten. Aber ja, für mich, ich schwank noch zwischen Serge und Mathys Tel. Ja. Ich würde einen Tell mal anfangen lassen. Sage ich euch, wie es ist. Er war für mich der Einwechselspieler, der am meisten Feuer gemacht hat. Ich denke, er hat sich eine weitere Chance verdient. Sollte Tell wie die anderen Spiele seine Chance nicht nutzen, er wechselt sie ihn zur Halbzeit aus und bringst einen Knabri rein. Ja, Punkt. Rechte Seite, Leute, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Marco Elise. Da gehört einfach nur er hin und kein anderer. Und der gehört auch nicht wieder nach 69 Minuten ausgewechselt. Ja. In der Mitte haben wir auch gesehen, dass wir gegen einen defensiv starken Gegner auf jeden Fall auch nicht auf den Musiala verzichten können. Ich meine, gut, man hätte natürlich mal einen Thomas Müller bringen können. Also wäre vielleicht nochmal eine Option gewesen, wo wir was Ähnliches gesehen hätten. Schwierig. Kann ich leider nicht wirklich einschätzen, weil wir ihn nicht gesehen haben.
Aber ich würde jetzt auch nicht gegen Frankfurt da anfangen, irgendwelche Experimente zu machen. Frankfurt ist eine stabile Mannschaft, die gut in die Saison gestartet ist, hat jetzt auch ihr Spiel gewonnen in der Europa League. Also ich denke, das wird auch kein Selbstläufer. Ganz klar für mich hinten rechts Rafa. Ja, wenn wir in der Mitte auf den Kimmich setzen wollen und Kimmich nicht auf Rechtsverteidigerposi, dann gehört für mich ein Rafa Guerrero auf jeden Fall auf die Rechtsverteidigerposi. Unsere Innenverteidigung hat's für mich ordentlich gemacht im letzten Spiel. Die spielen sich gerade ein, die spielen sich warm, die werden stabiler und stabiler. Das passt in meinen Augen. Die verinnerlichen das System, das sieht alles sehr gut aus. Fonzie Davies hat auch aufsteigende Form, was den sportlichen Bereich anbelangt. Ja, wir könnten natürlich die Option ziehen mit P und P, Kimmich als Rechtsverteidiger, Guerrero auf links. Ja, würde ich mitgehen. Ich würde gerne hier mal einen Azno sehen. Aber auch das gegen Frankfurt jetzt, ohne dass er vorher mal ein paar Spiele gekriegt hat. Die Chance hat man sich leider vertan. Man braucht halt auf Fonzie Davies, von daher macht es jetzt keinen Sinn zu sagen, ich schmeiß jetzt einen Azno da von heute auf morgen rein. Ja, das müsste man dann mal ein bisschen gezielter machen. Von daher für mich Fonzie Davies, wohl oder übel, auf dieser Posi gesetzt. Gut, in der Mitte, ja, über Josh gibt's wenig zu diskutieren, denke ich. Hat's auch ordentlich gemacht in der Champions League. Ich würde mal ein paar Linien mit reinwerfen. Ja, Palinja, Kimmich haben wir bisher auch noch nicht wirklich gesehen. Könnte Kimmich sich noch ein bisschen mehr um Offensivaufgaben kümmern, müsste man halt mal sehen, wie das funzt. Pavlo hat sehr müde gewirkt. In der Champions League. Ja, von daher will ich Pavlo einfach mal ein Spiel gönnen. Ansonsten, man kann ja, wie gesagt, man kann ja in der Halbzeit reagieren, das soll alles nicht das Problem sein, ja. Dann kannst du natürlich auch mal zur Not einen Kimmich rausnehmen, wenn er ein bisschen platt ist. Hast noch einen Leon, den du da bringen könntest auf der Posi. Ja, klar, wenn Guerrero nicht kann, angeschlagen, was auch immer, ja, dann musst du halt wieder einen Conny Leimer bringen. Ich weiß nicht, was mit dem Conny los ist. Ist immer katastrophal, die ersten 20, 30, 35 Minuten. Danach steigert er sich immer. Zweite Halbzeit ist dann immer ganz ordentlich. Aber das ist natürlich nicht zielführend und nicht der Anspruch des FC Bayern. Ja. I don't know, ich verstehe es nicht, warum er immer so fickrig ist. Kingsley Coman für mich sollte die nächsten Spiele außen vor sein. Ja, da gibt's gar nichts zu meckern. Ja, für den Harry Kane haben wir einen Tell als Alternative, ja. So, wenn Harry Kane irgendwie nicht kann, weil er auch nicht fit ist oder nach 60 Minuten platt ist, dann schiebst du den Tell von links in die Mitte und wechselst halt links hier, was weiß ich, in Sané oder sonst wen ein, ja. Das ist ja alles nicht das Problem. Ich werde einen Sané mal hier mit reinnehmen als Alternative. Ist ja wurscht, auf welcher Seite. In der Mitte haben wir natürlich den Müller als Alternative. Also für eine Einwechslung, wa? Also es sollte klar sein, dass das die Startelf ist. In der Innenverteidigung, ja, haben wir ja schon gesehen, hätten wir auch einen Leon, der das da mal wieder ein paar Minütchen gemacht hat. Und einen Eric Dyer, der ja gerade anscheinend komplett außen vor ist. Ich meine, wenn man selbst einen Goretzka in den letzten paar Minuten als Libero einwechselt, anstatt einen Eric Dyer, der super Erfahrung hat auf dieser Posi und sehr ruhig und abgeklärt ist, dann ist das auch irgendwie ein Schlag in die Fresse für den Eric, meiner Meinung nach. Aber gut, anderes Thema. Ja, das ist meine Aufstellung. Ja, wie gesagt, leider bist du gerade bisschen gehandicapt. Du kannst halt nicht viel anders jetzt, also nicht im Topspiel wie gegen Frankfurt, ja. Finde ich schwierig jetzt zu sagen, wir machen den Bums jetzt, keine Ahnung. Wir könnten mit einer Vierer-Spiel, mit einem nur, mit ein paar Palinja, ja, wir könnten dann sagen, wir nehmen Kimmich hier hin, noch mal einen weiter vorne, könntest natürlich auch einen Pavlo bringen, aber du könntest natürlich auch sagen, keine Ahnung, ich stelle hier nur einen Kimmich hin, aber nur einen Kimmich in der Mitte fühle ich halt gar nicht. Und könntest dann sagen, wir spielen mit einer Doppelspitze mit Harry Kane und Mathys Tel, ja. Musiala hier hin und dann, ja, keine Ahnung, hier noch einen Linken hin, ja. Aber ein Kimmich hier als alleinige Mitte, der defensiv da alles, nee. Das fühle ich gar nicht. Ja, von daher ist das auch ein Ding, was nicht wirklich umsetzbar ist.
Ja, es wäre natürlich schön, wenn so ein Mathys Tel dann öfter in den Strafraum sich reinstoßen würde, wenn Harry Kane sich irgendwie fallen lässt. Aber ja, dafür ist ein Mathys Tel, und das kann er auch über die linke Seite, der Spieler, der da wahrscheinlich am stärksten ist, ja, für diese Sache, sich dann auf die Posi von Harry Kane zu begeben. Also, weil er halt einfach von der Neuner-Position auch kommt. Und Gnabry, natürlich die erste Alternative. Gnabry hat es ordentlich gemacht, aber wie gesagt, dieses eigennützige Dingen, da würde ich in Gnabry ganz knallhart mal einen Denkzettel geben. Ja? Da hat sich Harry Kane zu Recht in der Champions League aufgeregt. Das war ein safes Ding. Ich meine, wir reden über Harry Kane da in der Mitte. Ja? Also weiß ich nicht, warum man da so egoistisch war. Und ja, da würde ich mal knallhart mal einen Denkzettel vergeben. Und Tell hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Von daher würde ich ihm die Chance geben. Und wie gesagt, sollte er sie nicht nutzen, ja, dann nimmst du ihn zur Halbzeit raus. Bumm, fertig. Ja. Da müssen wir mal langsam wieder hinkommen. Auch da ist mir schon wieder zu viel Miki, wie es unterm Tuchel war. Heute. Ja, wenn 2, 3 Spieler schlecht performen, dann musst du sie rausnehmen in der Halbzeit. Wofür hast du diesen Kader? Ja, und nicht anfangen, oh ja, die letzten 5 Minuten, da kann ich nochmal 2 Spieler einwechseln. Also was soll diese Scheiße, Alter? Verstehe ich halt nicht. Aber gut, ich gehe schon wieder in die Analyse rein. Darum geht's hier nicht. Das ist meine Aufstellung, wäre meine Startaufstellung gegen Frankfurt. Ja, Ergebnis. Boah. Wir haben uns bisher super schwer getan, immer in Frankfurt. Das wird in den Hinterköpfen der Spieler sein. Könnte ich mir vorstellen, auch wenn ein neuer Trainer da ist. Ich wünsche mir natürlich ein 3-1. Ich werde ein 3-1 tippen für uns. Ich gehe davon aus, dass es ein Unentschieden wird. 2-2 vielleicht oder sowas. Aber jetzt zeigt es sich, ja, inwieweit Kompanie da schon gefestigt ist, inwieweit die Mannschaft gefestigt ist. Es war ja kein super schlechtes Spiel in der Champions League. Wir haben es aber trotzdem verloren. Ja, und jetzt gilt es, das wieder auszubügeln vor der Länderspielpause mit dem Sieg in Frankfurt. Ja. Sollte da kein Sieg bei rumkommen, dann wirst du wieder die ganze Länderspielpause irgendwelche wilden Diskussionen und sonst was haben. Das muss natürlich nicht sein. Von daher, ich bin sehr gespannt auf den Auftritt. Ich bin auch sehr auf die Aufstellung gespannt. Ich glaube nicht, dass sie so kommen wird. Ich denke, es wird hier wahrscheinlich wieder ein Pavlo mit dem Kimmich anfangen. Hier wird wahrscheinlich wieder ein Serge auflaufen anstatt ein Tell. Ansonsten weiß ich nicht, ob ein Conny Leimer hinten wieder aufläuft. I don't know. Ich verstehe diese ganze Geschichte nicht. Ansonsten, wenn Pavlovic fit ist, würde ich den ganzen Bums auch umstellen. Ja, ich weiß es nicht, ob er spielfit ist. Wenn, dann würde ich hier mit P und P anfangen. Kimmich als Rechtsverteidiger, Guerrero als Linksverteidiger. Und würde einen Davis rausnehmen. Aber wie gesagt, Davis hat auch gerade ein bisschen aufsteigende Form. Von daher ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, ihn da drin zu lassen. Naja, das wäre meine Aufstellung, Leute. Wie gesagt, mein Tipp 1-3, mein Bauchgefühl sagt eher unentschieden. Bin auf eure Meinung gespannt, haut sie mir gerne mal rein. Und dann wünsche ich uns auf jeden Fall ein schönes Spiel am Sonntag. Leider Sonntag, aber ja, da müssen wir alle mit leben. Ne? Leute, wohlweise Grüße gehen raus, bleibt gesund und viel Spaß beim Spiel Sonntag. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.